Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. It's Kasperl. Leute. ähm, here we are again. So, heute, Datum der Uhrzeit, Montag ist heute. Ich hoffe, euer Montag hat euch nicht geknechtet, war kein typischer Montag. Und ihr hattet einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. So ein Ding ist das. Wir machen nur weiter. Es geht um YouTube. Ich habe ein paar Sekunden zurückgespult. Wir waren bei 42 Minuten 26 Sekunden. Kontextmäßig, ne? Klar, wenn ihr jetzt hier die Sachen durchbinscht, dann wiederholt sich das jetzt hier ein bisschen, aber nicht viel. Nicht viel, ich gebe auch nur noch marginal meinen Senf dazu. Ich habe die Kommentare noch nicht durchgegangen. Ich bin praktisch direkt gerade bei der Haustürei bezüglich der Schandtaten. Ich habe auch noch eine auf Halde, die nehmen wir jetzt für heute und dann geht's rein und danach gehe ich die Kommentare vom letzten Video durch und schreibe mir die Vorschläge von euch raus und die gibt's dann ab dem nächsten Video. Richtig. Im Übrigen, ich schaue, dass ich schreibe euch in die Beschreibung rein. Es wurde sich gewünscht, dass das kenntlich gemacht wird, ab wann tatsächlich die Reaction losgeht. Ich mache mir hier eine kleine Notiz, wenn ich fertig bin mit meinem Intro-Gelaber über seine Schandtaten und ich schreibe euch das in die Beschreibung rein, ab wann die eigentliche Reaction losgeht, damit ihr das überspringen könnt, wenn ihr Veteranen im Game seid und über all seine Schandtaten schon Bescheid wisst. Kann ich nachvollziehen, muss man sich nicht alles nochmal anhören. Da gehen wir lieber gleich hier rein in die Ding. Ne? Ja, Schandtat des Tages ist der Böller Masaki, hieß es, glaube ich, oder? Ihr erinnert euch, die Nummer, in der Rainer, er hat auf jeden Fall gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es hat schon irgendjemand einen Böller geworfen. Das soll ja häufiger mal vorgekommen sein, dass da irgendein Kasper einen Böller geworfen hat. Und, aber dem Rainer ist niemals etwas passiert dabei, wo ich sagen muss, die ganz großen Bomben, wenn einer riesige Bombe hinausschmeißt, wo stellenweise so kleine Feuerherde auf dem Hof waren, so, die gehen natürlich nicht, weil also da kann sonst was passieren. Aber ne, irgendjemand hat ihm einen Böller hingeschmissen, der war wohl etwas laut und der Rainer hat Kunstblut genommen und hat sich das ins Ohr geträufelt und so rauslaufen lassen und dann Fotos gemacht und hat die Bullen gerufen sogar. Herr Müller mit Blaulicht und hat behauptet, ihm hätte das Trommelfell rauslassen und schau, es blutet raus aus dem Ohr. Es war so lächerlich schlechtes Kunstblut. Jeder hat gesehen, dass das Fake war. Und am selben Abend sitzt er mit den Kopfhörer da und blaset sie hier den Mädel in die hohle Rübe rein. Und nee, passt schon wieder. Weiß ich nicht, ne? Also ich habe noch nie eine Ohrenverletzung gehabt, wodurch ein Knall, dass es so laut war, dass es mir aus dem Ohr rausgelaufen ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich zum einen dann erst einmal ins Krankenhaus gehe und zum anderen dann abends nicht mit den dicken Kopfhörer da sitze und mir volle Möhre irgendwie den Mädel in den Kopf kessel. Und das halt auch wieder widerlich. Zum einen, ich glaube, das T-Shirt wollten sie haben, das wollte ihnen nicht geben als Beweismittel, weil auf dem T-Shirt waren ja auch in Anführungsstrichen Bluttropfen drauf. Das halt widerlich, weil du jemanden mehr oder weniger in der Straftat bezichtigst. Das ist, glaube ich, eine gefährliche Körperverletzung müsste das sein. Und das ist Kapappenstielen, das müsste er auch selber wissen. Er ist ja selber oft genug dafür verurteilt worden. Ha? Und das zu behaupten, dass das jemand getan hat, wenn jemand das nicht getan hat, ist, ist Abschaum. Einfach Abschaumverhalten. Meine Meinung. Genau. Diesmal eine kürzere Nummer. Bei 5 Minuten fängt die eigene Reaction an.
Gut, schreibe ich mal auf. In diesem Sinne, Leute. Es geht jetzt hier um, wie interessant es ist, sein Leben, und da wird erstmal wieder widersprochen, ne? Ist gar nicht so interessant, was er nicht alles will, hin und her. Und da gehen wir jetzt einer. In Rainer. Hockt euch hier, Sammermehrer. So, jetzt haben wir alles. Mir ging einer. In Ding. Genau. Ja. Aber wenn ich nochmal in die Situation kommen würde und nicht wüsste, was auf mich zukommt, weiß ich genau, dass ich das einfach so machen würde, weil ich eben ein Mensch bin, der halt Herausforderungen nicht scheut. Okay. Ja, genau, das hat er scheut keine Herausforderung, derselbe dämliche Blabla, von wegen, er wird alles nochmal so machen. Rainer würde es auch alles nochmal so machen, wenn du wüsstest, dass du dann am Ende in Zobis landest, weil du absolut beratungsresistent bist. Sogar das schon mal erlebt zu haben und zu wissen, was passiert, würde dich vor diesem Fehler nicht bewahren. Rainer, du hast tausendmal immer und immer wieder dieselben Fehler gemacht. Beweisstück A, hier die Bärchennummern. Und du weißt doch dann, dass es Bärchen sind und was passiert, wenn du denen irgendwas Kompromittierendes über dich erzählst, dass das geleakt wird. Und du machst es trotzdem immer und immer wieder. Na, also, auch wenn er gewusst hätte, wo es hinführt, der hätte es trotzdem so gemacht. Weil in seinem Kopf hat er ja nie was falsch gemacht. Er hat doch alles richtig gemacht. Und das ist einfach super unfair von der Welt, dass er, obwohl er alles richtig gemacht hat, so hart leiden muss unter die Haters und so ein nicht der große YouTube-Star geworden ist. Das ist ganz schön spannend so in deinem Leben, was da alles abgegangen ist. Das ist Ansichtssache. Siehst du nicht so? Ich finde es nicht besonders spannend, nein. Okay. Was würdest du denn spannend finden? Eine Frau, Kinder, eine Familie gründen, einen kleinen. Ja, das hättest du alles haben können, Rainer. Das hätte ich auch spannend gefunden, wie du das anstellst, aber das hättest du haben können. Ich habe neulich was gehört. Da ist mir fast der Ei aus der Hose gefallen, dass anscheinend 9% aller Männer, also aller 30-jährigen Männer in diesem Land noch keinen Snoozen hatten. Das fast jeder 10. Das kommt mal ein bisschen viel vor, also mit 30 Jahren. Aber vielleicht laufen wir noch viel mehr von seiner Sorte da draußen rum und die sind zwar auch so, aber treten das nicht im Internet breit. Das kann natürlich sein. Das ist immer eine Möglichkeit. Einen Job haben, nichts, wo ich irgendwie Job haben. groß mein Leben lang arbeiten muss, also nicht, wo ich jetzt morgens aufstehe und 16 Stunden lang buckeln gehe, nach Hause komme. Ja, Rainer, 16 Stunden. Ich weiß nicht, von welchen Jobs du da wieder fabulierst, aber es ist selten, dass jemand einen Job hat, in dem er wirklich 16 Stunden buckeln muss. Das sind meistens sind das selbstständige Leute und die hustlen halt. Und die haben da dann oft Bock drauf, ne? Dass die sagen, hey, ich baue mir in jungen Jahren irgendein Business auf und ich hustle da einfach 16 Stunden am Tag rein für ein paar Jahre, bis der Puff läuft, und schau, dass ich so früh wie möglich dann, dass das von alleine läuft oder ich es verkaufen kann oder sonst und dann finanziell unabhängig bin. Ich kenne niemanden, der angestellt ist und regelmäßig 16 Stunden buckelt. Keine Ahnung, mag Jobs geben, aber der Normalfall sind 8 Stunden am Tag. Ne? Plus, minus, je nachdem. Ich habe auch schon einen Job gehabt, da habe ich viel gearbeitet, da waren es 12. Ich glaube, und auch nicht immer. Da war ab und zu mal 12 Stunden angesagt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob 16 Stunden am Tag, ob das überhaupt legitim ist. Es gibt ja auch Arbeitsrecht und sowas mit vorgeschriebenen Pausen zwischen die Dingen. Und die kannst du ja gar nicht mehr erfüllen, wenn der Tag plus 24 Stunden hat und du so und so viel Pause dazwischen haben musst. Und dann 16 Stunden. Aber es ist halt, wie der Horst steht, Rainer hat natürlich keine Ahnung davon, wie die wirkliche Arbeitswelt aussieht, weil er sie ja noch nie kennengelernt hat. Der war über irgendwelchen Dulli-Firmen, über die Zeitarbeit drinne und am Ende war beim Plaste Jakob, und wie da gearbeitet wurde, weiß ich nicht, aber so gut kann es nicht gewesen sein, ansonsten hätten die eine Pleite gemacht. Ne? Dementsprechend 16 Stunden Horst steht, Rainer. Und ja,
früh aufstehen und so, das ist halt so. In den allermeisten Jobs 9 to 5 oder, ne, oder je nachdem, ne, aber musst du halt früh aufstehen und in die Arbeit gehen. Das ist richtig, ne? Ich mag das auch nicht. Ne? Ich würde lieber eher so bis 9 oder 10 pennen, aber es fällt aus, weil ist nicht, Rainer. Esse und mal ins Bett falle, nicht mal mehr in der Lage bin, meine Frau zu befriedigen, weil ich in der Lage Rainer, du bist auch so nicht in der Lage, eine Frau zu befriedigen. Jetzt schon zweimal nicht, weil du dich auf eine Vierteltonne hochgefressen hast, aber davor hieß es sicher auch nicht, ha? Wir haben die Bilder gesehen, Rainer. weil ich einfach von der Arbeit so geschafft bin, am Wochenende dann mit meinen Kindern nichts unternehmen kann, weil ich einfach so fertig bin mit der Welt. Ja. Ja, Rainer, wie fertig bist denn du jetzt mit der Welt? Ey, war schon vor Jahren in der Junau-Zeit, wenn du da irgendwie die Treppe hochgewongelt bist. Oder mal rausgewongelt bist, die Haters anbrüllen. Und wieder rein. Du warst ja fix und foxy. Schweißgebadet ist er dann da reingewongelt wieder. Hat sich auf die Zahncouch fallen lassen, wie so ein alter, nasser Sack. Schwitzen, schnaufen. Von der geringsten Anstrengung, Rainer. Von der geringsten Anstrengung. Ganz ohne Job. Job hätte dir vielleicht ein bisschen gut getan. Er hätte es vielleicht nicht so krass zugenommen und vielleicht auch ne, ein bisschen Kondition beim Arbeiten, wenn du körperlich arbeiten musst, ne, noch ein bisschen Kondition dir erhalten, um eben am Wochenende, wenn du mal ausgeschlafen hast, fit zu sein, um was mit der Family zu machen. Wenn du denn da eine gehabt hättest dann. Ne? Da ist an allem nicht die Arbeit dran schuld, Rainer. Ja, das wäre mir alles zu viel. Das finde ich scheiße. Sondern einfach einen kleinen Job halt haben, wo ich halt einfach so meine Frau und meinen Kindern ab und zu mal was gönnen kann, wo ich ab und zu mal mit meiner Frau und meinen Kindern in Urlaub fahren kann, ab und zu mal halt meine Frau verwöhnen, indem ich irgendwelche Spiele oder Filme oder wenn wir mal ausgehen oder wenn man halt einfach mal irgendwas nehmen kann. Abends mit meiner Frau zusammen auf dem Sofa liegen, während die Kinder im Bett sind, ein bisschen fummeln, dann abends vielleicht noch vögeln, bevor man ins Bett geht. Am Wochenende vielleicht mal die Kinder zu meinen Eltern bringen, was ja nicht mehr geht, weil ich ja keinen Kontakt mehr zu meiner Familie habe, aber oder halt zu ihren Eltern dann in dem Zusammenhang und dann halt einfach hergehen und einfach ein normales Leben halt. Das Ja, keine Ahnung, das mit dem Urlaub fahren, das ist schon möglich, ne? Wenn beide arbeiten und er hat ja ein eigenes Haus gehabt, so, das wäre drin gewesen, ne? Wenn er eine Frau gefunden hätte, die hat einen Job, er hat einen Job. Die haben ein eigenes Haus, schauen, dass die Fixkosten niedrig halten, dann kannst du schon auch dann mit 1 oder 2 Kindern einmal, aber der Rainer will ja immer gleich 3 oder 4, da wird es dann schon schwierig. Ne? Aber natürlich das Bild von diesem Familienleben da. Die Kinder ins Bett und dann da abends umeinander pimpern auf der Couch im Wohnzimmer. Rainer wird erwachsen. Werd erwachsen. Eine richtige Beziehung ist eben kein Schmuddelfilm. Die richtige Welt ist nicht so wie in deinen Filmen, deinen Animes, deinen Serien. Das ist nicht so. Und das wüsstest du, wenn du jemals in deinem Leben eine richtige, echte Beziehung zu einem echten Menschen gehabt hättest. Was traurig ist, dass du das mit 36 Jahren immer noch nicht hattest. Vollkommen selbstverschuldet. finde ich spannend. Das fand ich aber schon immer spannend. Das wollte ich schon als Jugendlicher und das will ich auch heute als Erwachsener noch. Das ist ja wirklich so das Idealbild eigentlich. Ja, aber Ja, jetzt erzählt er wieder, das will er. Ja, dieses Familienleben, das will er haben. Bla 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 bla. Ich glaube, in denselben Leaks hat er schon gesagt, er hat das alles aufgegeben und er findet ja eh keine und das mit den Kinderkriegen und sowas. Alles aufgegeben. Und ja, heute so, morgen so, übermorgen sowieso, wissen wir wieder Bescheid. Ha? Idealbild finde ich das jetzt eigentlich nicht. Idealbild ist ja immer so, die Mehrheit wünscht sich ja irgendwie reich zu sein. So eine Familie vielleicht ja, aber
Die meisten wollen ja immer viel Kohle haben und so, das will ich gar nicht, habe ich keine. Ja, auch Rainer, das wolltest du schon. Das letzte Mal, wo du da irgendwie von deinen Träumen und deinem bescheidenen Leben erzählt hast, so dann war ein Haus und 3, 4, 5 Kinder am besten und dass die Frau nicht arbeiten muss und. Wenn du das hochrechnest, wäre das ein Nettoeinkommen im Monat von 6.000, 7.000 Euro gewesen. Mindestens, um das zu finanzieren. Mindestens. Und so einen Job kriegst du halt einfach nicht, wenn du Sonderschulduli bist. Und das Rainer, das hast du auch ganz genau gewusst. Das hast du auch ganz genau gewusst, weil du genau gewusst hast, okay, du hast deine Schulzeit, statt mit zur Schule gehen und wenigstens noch das mitlernen im Rahmen deiner bescheidenen Möglichkeiten, was sie dir in der Dulli-Schule beibringen wollten. Stattdessen hast du Pokémon geschaut und dass jemand, dessen Hauptausbildung, dessen Kernkompetenz Pokémon ist, nicht mit Anfang 20 ins Berufsleben startet und 6.000, 7.000 Euro im Monat netto auf die Hand kriegt. Das war dir auch bewusst. Ne? Es sei denn, hier, du machst hier das, was deine großen Vorbilder gemacht haben. Ja, die Gronks und LeFloids und Unges und so dieser Welt. Ja, da hast du mitgekriegt, oi, 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 oi. Ja, Social Media, YouTube, da geht da richtig der Punk. Da kann man Barrene für relativ wenig Aufwand, hast du dir gedacht. Und dass du da halt aber auch was liefern musst und können musst und da ist er wieder nicht drauf gekommen, der gute Rainer, und dann waren halt wieder alle anderen dran schuld. Ne? Interesse dran. Okay. Und das hatte ich auch noch nie. Einfach genug Geld, um halt nicht am Hungertuch nagen zu müssen und ab und zu mal was meiner Familie schenken können. Meinen Kindern neue Spiele oder neue Klamotten, mal vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen vielleicht mal was zusammen essen zu gehen, einmal oder vielleicht zweimal im Jahr Urlaub machen können oder vielleicht mal einen großen Urlaub für 3 Wochen oder so und dafür halt nur alle 2 Jahre. Irgendwie so halt ein Familienleben halt einfach. Ja, das ist auch so, wie ich das kenne, quasi, wie ich aufgewachsen bin eigentlich damit. Ja, so bin ich auch aufgewachsen. Das Problem ist, heutzutage geht das nicht mehr. Ne? Ich bin ja auch Kind der 80er Jahre und bin aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren. Und da ging das auch noch. Ne? Mein Vater war kein Akademiker. Einen relativ simplen Job gehabt. Meine Mama hat nebenher auch noch gearbeitet. Und da konnte man sich dann halt so einen Urlaub mal leisten, einmal im Jahr. Und einmal haben wir eine größere Reise geplant gehabt. Die wollte meine Mutter unbedingt machen. Das war teurer. Und dann haben wir da halt hingespart. Da war halt ein Jahr lang, ne, war halt Budgeturlaub angesagt. Ne? Nicht irgendwo hin, wo teuer ist, dass wir dann im nächsten Jahr einen größeren, besseren, schöneren Urlaub leisten konnten. Aber auch da war es schon schwierig. Heutzutage natürlich, wenn nicht beide Vollzeit arbeiten und nicht mindestens einer, sagen wir mal, einen wirklich besser bezahlten Job hat, kannst du das komplett vergessen. Ne? Keine Ahnung, 4-köpfige Familie oder sowas, das kannst du komplett knicken. Ja, aber deine Eltern haben wahrscheinlich einen entsprechend guten Job gehabt. Oder haben wahrscheinlich einen entsprechend guten Job, wo sie halbwegs gut verdienen. Naja, kann man jetzt nicht so unbedingt so sagen. Also meine Mutter geht halt gerne arbeiten, aber die verdient jetzt nicht unbedingt so viel. Aber es macht ihr richtig Spaß, was sie da macht. Und mein Vater, naja gut, dem macht es nicht so Spaß und der geht auch ein bisschen mehr arbeiten. Ihm nervt das schon immer mal noch ganz schön, dass das sein muss, aber die ziehen halt durch und dann gibt es halt 2 bis, ja, sagen wir 2-mal im Jahr Urlaub, so mit der Familie und sowas. Ja, da muss man schon gut verdienen, wenn man 2-mal im Jahr Urlaub machen kann, vor allem heutzutage. Ja gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass meine Großeltern... Gerade eben, Rainer, gerade eben hast du gesagt, ich will gar nicht so viel. Ich will gar nicht so viel verdienen. Ja, gerade genug für eine Frau und x Kinder und dann 2-mal im Jahr in Urlaub fahren. Ja? Und jetzt sagt sie dir, ja, so 1-2 Mal im Jahr im Urlaub fahren, das ging dann schon. Und dann sagst du, ja, das geht ja heutzutage gar nicht, wenn man nicht gut verdient. Ja, was jetzt, Rainer?
Fisch oder Fleisch? Dann halt vor nicht allzu langer Zeit gestorben sind, dass sie dann ein bisschen was geerbt haben und dass da, weißt du, was ich meine? Also gerade in letzter Zeit. Ja, Erben ist wirklich so eine Sache, die also von den, sagen wir, Kindern dessen, was halt noch Eltern hatten, die sich trotz Arbeiterklasse einen gewissen Wohlstand noch erarbeiten konnten im letzten Jahrhundert. Wenn da noch was ist, was man erben kann, dann geht das. Ja? Wenn nicht, bist du angeschissen. War nicht immer so, dass wir zweimal in Urlaub geflogen sind, eigentlich einmal im Jahr und dann, ja. Ja, ist aber auch schon viel eigentlich. Ja, wie gesagt, du musst dich da auch nicht recht verlieren, was Gottes Willen. Alles letzten gut. Endes ist es aber halt, letzten Endes aber einfach so, es ist halt nicht für jeden so. Ja. Ne? Und ich zum Beispiel, ich habe bevor ich vor 2 Jahren da mein Haus verkauft habe und dann auf... Ja, Rainer, das kommt ja jetzt irgendwie wahrscheinlich komisch vor, aber es sind schon 3 Jahre, gell? Also du bist da schon 3 Jahre raus, ne? 22, 23, 24, jetzt sind wir im Jahr 5, die sind schon im 4. Jahr nach Schanzenverkauf, ne? Jan, 1. März oder 28. Ich glaube 28. Februar 22 hat dich die Frau Winkelspecht mit Hilfe der Pinea vor die Haustür gesetzt und Schlüsselübergabe gemacht. Und 3 Wochen später haben sie den Puff abgerissen. Reisen war 2 Jahre lang auf der Straße gelebt habe, bin ich eigentlich nie weit weggekommen. Ich war einmal in Österreich mit 19, mit 22 war ich einmal in Österreich. Dann war ich einmal in ja, und warst nach Schanzenauszug, warst du mal kurz in Rimini für 2 Stunden. Prag, das waren meine einzigen Auslandsreisen mein Leben lang in meiner Jugend. Und dann bin ich ansonsten war das immer nur und in Prag war ein Tagesausflug. Also es war noch nicht einmal so, dass ich da irgendwie eine Urlaub gemacht habe mit Hotel und alles, sondern es war wirklich so einfach nur ein Tagesurlaub halt. Und später war das dann so mit Mensch, Rainer, konzentrier dich. Ja, dann war ich ein einziges Mal in einem Hotel mit 26. 26 war ich zu dem Zeitpunkt. Nein, Rainer, warst du nicht. Ah, nee, doch, war er schon. Er war in Gölle. Da wollte er den... Eine Sekunde, ich muss kurz Pause machen, hier ist Abfuck. So, sorry, da sind wir wieder da. Es gab gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen 2 von unseren Katzen. Wir gehen weiter. Damals war ich in Berlin. Das war hat aber schon mit YouTube zu tun. Nee, der war in Köln, oder? Wir haben es noch gefunden. Ja, also das war einiges dabei. Was nicht diese World of Wolfram Nummer in Köln damals? War der noch in Berlin mit 26? Glaubst du nicht, oder? Gewesen. Es kam schon einiges bei rum. Aber letzten Endes ist alles so, weiß ich nicht, alles nicht so geil gewesen. Also ich habe schon hart dafür arbeiten müssen, was ich habe. Ja. Oder hatte und davor, meine Eltern konnten sich nicht so viel leisten, haben auch nicht so viel gemacht. Das ist auch nie ein Vorwurf, um Gottes Willen. Aber gerade mein Vater hat halt eigentlich sein Leben lang geschuftet wie ein Irrer. Der hat sich wirklich so... Im Übrigen er macht da keinen Vorwurf, dass die Eltern nicht so viel Geld hatten. Also jetzt gerade nicht. Er hat aber in der Vergangenheit auch schon mal seiner Mutter da einen Vorwurf gemacht. Da hat er dann, das war auch krass, da hat er so gespiegelt, da hat er der alle möglichen Dinge vorgeworfen, die hat selber auch verkörpert, so von wegen, die kann nicht mit Geld umgehen, andere Leute, also sprich da in dem Fall sein Vater hat das Geld heimgebracht und sie hat es beim Fenster hinausgeschmissen etc. bla bla und für nutzlosen Bullshit ausgegeben, also wirklich komplette Spiegelung wieder aber über seine Mutter, ne? Also, wenn es ihm passt, dann zieht er über die schon ganz gerne ein bisschen vom Leder. Wurde gearbeitet im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und hat er halt im Prinzip auch so seine Träume, hat aber halt eigentlich nie was davon verwirklichen können.
Nicht zuletzt auch, weil er uns zwei, also meine Schwester und mich und meine Mutter hatte. Meine Mutter auch extrem viel Kohle immer ausgegeben, rausgehauen. Ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Den Frontconner sind die Leisten. Ich hätte gedacht, du willst niemandem mal einen Vorwurf machen dafür, dass ihr keine Barne gehabt habt, wo du klein warst. Ne? Hauptsache Geld ausgeben, aber selber kaum was verdient. Okay. Ja, das ist das, was ich meine, Alter. Das ist das, was ich meine. Da wird er wieder gespiegelt. Ja, die alle. Ne, nix arbeiten, nix verdienen, aber groß ausgeben. Unfassbar, wie man sowas bloß machen kann, Rainer. Das ist krass. Okay. Ich habe mir ihre eigene Kreditwürdigkeit kaputt gemacht, meine Kreditwürdigkeit später dann auch kaputt gemacht. Nein. Mit deiner Kreditwürdigkeit hat das überhaupt nichts zum Tor. Mit deiner Kreditwürdigkeit hat das gar nichts zum Tor. Die Kreditwürdigkeit deiner Mutter spiegelt sich nicht auf dich ab. Rainer, du bist in dieses Leben als Erwachsener gestartet. Mit der Info nach, die ich habe, 25.000 und einem Haus mit Grundstück, das du geerbt hast, fresh von deinem Vater. Und wo es anscheinend auch keinen Stress gab damit, wer das kriegt, wo du den mit deiner Mutter und deiner Schwester nicht drum hast streiten müssen. So, das war einfach deins. Ja, und da hättest du eine wirklich sehr gute Kreditwürdigkeit gehabt, hättest du dich denn dafür entschieden, arbeiten zu gehen. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe einen festen Job und ich habe hier dieses Haus mit dem Grundstück, das ist so und so viel wert, dann hättest du auch irgendwelche Kredite nehmen können für, keine Ahnung, vielleicht einmal irgendwie was richten an dem Haus. Überhaupt kein Problem, weil du das Haus ja als Sicherheit nehmen hättest können. Kannst du zur Bank gehen und die sagen, Herr Winkler, was haben Sie für Sicherheit? Ich besitze das Haus, ich stehe da drin, hier, das gehört mir. Dann wäre das gut. Ne? Dann wäre es in Ordnung und alles passt. Deine Kreditwürdigkeit ist deswegen im Arsch, weil du dich entschlossen hast, anstatt diese 25.000 Euro, die du da gekriegt hast, irgendwie auf Seiten zu legen, sie beim Fenster rauszuschleudern, während du zeitgleich dich geweigert hast, einer Lohnarbeit nachzugehen. Und er hat gesagt, ich glaube, Zehntausende Euro, also mindestens 10.000 Euro hat er in diese komischen Dating-Chats da reingebuttert, wie der hinterletzte Depp. Und wir wissen, wofür er den Rest ausgegeben hat. Da haben dann diese Softboxen haben her müssen und was er sich nicht alles gekauft hat, wie er sich nicht eingerichtet hat, weil er musste die YouTube-Karriere musste er losgehen. Ne? Und was er nicht gemacht hat, ist, keine Ahnung, so banale Dinge wie, ich weiß nicht, seinen Strom bezahlen oder so. Sondern das Geld ist für alles mögliche andere beim Fenstern ausgeflogen. Und als dann langsam die Forderungen gekommen sind, ne? Steuer, Strom, Krankenversicherung etc., die du jahrelang nicht bezahlt hast, dann hast du auf einmal blöd geschaut. Wie? Und wenn natürlich überall dann zigtausend Euro Forderungen da sind, Mahnungen, Gerichtsvollzieher etc., bla bla, dann geht natürlich deine Kreditwürdigkeit den Gully runter, Rainer. Aber der Co, dein Mutter, überhaupt nichts davon. Gar nichts. Ja? Dann alt genug war, ohne dass ich gewusst habe, das habe ich dann erst festgestellt, nachdem mein Vater gestorben ist, und mir ein Auto kaufen wollte auf Kredit. Aber hat sich herausgestellt, ich kriege kein Auto auf Kredit, weil ich keine Kreditwürdigkeit habe, obwohl ich ja... Ach, halt dein Maul, Rainer. Maul. Als dein Vater gestorben ist, warum hättest du denn ein Auto auf Kredit kaufen wollen? Du hast schon 25.000 Euro geerbt von dem. Du hast schon ein Auto kaufen können davon. Wenn ich mein Leben lang nichts gemacht habe. Wegen deiner Mutter? Wegen meiner Mutter, weil meine Mutter auf meinen Namen Klamotten bestellt hat, die Klamotten selber dann aber nicht bezahlt hat. Ja, das halte ich für massives Lügen. Das kann ich mir, dass seine Mutter auf seinen Namen Klump bestellt hat, auf Rechnung, nein, Rainer, nein. Das ist gelogen, Rainer. Das ist einfach geradeaus gelogen. Du hast einfach nie gearbeitet und die geerbte Kohle beim Fenstern ausgeschmissen. Und dich jahrelang wirklich vehement geweigert, die Rechnung für deine laufenden Kosten zu bezahlen. Ja, und dann hast halt irgendwann einen richtig beschissenen Schufa-Eintrag und dann gibt dir keiner mehr einen Knopf Geld, weil jeder weiß, das sieht er nie wieder. Und das alles auf meinen Namen und weil sie meinen Namen benutzt hat,
wurde damit meine Kreditwürdigkeit kaputt gemacht. Und wenn die Briefe zu Hause angekommen sind, hat sie die Briefe versteckt und oder weggeschmissen, dass es auch nicht auffällt. Also habe ich auch... Ich glaube, da ist jetzt gerade Rainer, tauscht jetzt, der erzählt hier schon die Wahrheit, nur er tauscht halt seine Mutter und sich aus. Ne? Weil das wäre jetzt richtig dumm, dem Bärchen zu sagen, boah ey, also was Geld angeht, bin der allergrößte Depp, hey, wenn ich 5 Mark in der Hosentasche habe, die brennen mir da ein Loch rein, die müssen sofort weiter. Und ich habe halt einfach meine Kreditwürdigkeit zerschossen, weil ich halt das Geld beim Fenster ausgeschmissen habe für irgendwelche Sexchats und allen möglichen anderen Krampf, anstatt meine Rechnungen zu bezahlen. Und dementsprechend, jetzt ist es die Mutter. Aber alles, was er da erzählt, ist tatsächlich passiert. Das hat nur er gemacht und nicht seine Mutter. Nie Briefe bekommen. Auch das mit diesen Briefen. Ja, nie einen Brief gekriegt vom Energieversorger. Nie. Nein, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich. Die Leute wollen ja auch ihr Geld. Das ist ein Business. Die wollen das Geld so pünktlich wie möglich haben. Die bei Energy, die haben sich nicht da irgendwie 5 Jahre lang hingehockt und haben sich gedacht, boah, jetzt lassen wir es noch ein bisschen aufhäufen. Warten wir noch ein Jahr. Dann können wir ihn richtig knechten, den Rainer. Und dann schicken wir ihm die dicke Rechnung. Bloß nicht schreiben. Dass er es bloß nicht merkt, dass er seinen Strom nicht bezahlt. Freilich haben die Rechnungen geschickt. Aber denen wirst halt du nicht verzählt haben, dass dein lieber Erzeugner das Zeitliche gesegnet hat. Und dann ist der Brief gekommen, da steht da Adresse Rudi Winkler. Und dann sagst du, bin ich nicht. Und hast ihn weggeschmissen. Und du hast genau gewusst, was die von dir wollen, wo der Brief da drin war. Du hast es genau gewusst. Weil du nämlich auch genau weißt, was du ausgeben hast und was nicht. In denen halt drin stand, ja, Herr Winkler, ne, Sie müssen mal schauen, dass Sie unsere Kohle Herr Winkler! ran schaffen, ne, Sie haben bei uns Klamotten gekauft, so, also es ist nicht mal aufgefallen, weil... Stand nichts von Klamotten drin. Es sei denn, das sind die Klamotten, die du beim EMP gekauft hast. Nachdem Rudi abgetreten ist. Es stand vor allem, hast du einen Brief gekriegt, wo drin stand, Herr Winkler, Sie haben seit 5 Jahren Ihren Strom nicht bezahlt und Sie haben fleißig Strom verbrannt. Ja, mit die Softboxen, der Rechner, die 24 Stunden am Tag lief, das ganze andere Gelumpe, ne? Der hat es ja gut gehen lassen, diese ersten 5 Jahre. Es gab halt die Situation, dass es hätte auffallen können. Die Situation? Meine Mutter halt auch noch die Briefe versteckt hatte. Und ja, also Arschkarte hoch 10 hat. Ja, das ist ja mega unfair dir gegenüber, so wie... Ja, aber das ist halt wirklich, wenn du... Komm, ich versuche gar nicht drauf einzugehen, das ist offensichtlich gelogen. Kann man als Mutter sowas machen? Also das ist mir gerade total... Ja, aber es ist halt einfach immer so gewesen, so, weißt du? Ja, trotzdem. Es gab mit meiner Mutter noch ganz andere Sachen später, dann, nachdem mein Vater gestorben war und alles. Ja. Der Vater ist tot, die Mutter ist eine dumme Schlampe. Möchte ich auch gar nicht groß drüber reden. Auf jeden Fall ist es so, dass halt einfach viel Scheiße passiert ist. Und ich habe halt immer versucht, in meinem Leben irgendwie was zu machen. Und Bullshit, hast du versucht, irgendwas zu machen, Rainer? Dass ich da irgendwie durchkomme oder so, keine Ahnung. Es ist alles jetzt so einfach. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sonst sagen soll. Ja, du weißt jetzt nicht, was du dazu sagen sollst, weil du nimmer weißt, was du jetzt noch zusammenlügen darfst. Ne? Das ist halt dieses, weiß ich nicht, keine Ahnung, das war halt immer schon irgendwie Ding. Ne? Ja, weiß nicht, also es ist schon arschunfair, so dass du... Weiß ich, dir wurden ja so ein bisschen die Chancen auch genommen, also du kannst ja gar nichts dafür. Ja, das Thema hat sich dann halt irgendwann auch erledigt. Rainer kann überhaupt nichts dafür, der hat noch nie was dafür gekonnt, ne? Noch nie. Alles, was ihm je widerfahren ist, das war alles fürchterlich ungerecht. Ne? Weil alle anderen Leute ihren Job nicht machen. Es lag nicht daran, dass der Rainer nicht irgendwie mal einen Job gemacht hätte, der auch bezahlt wird. Na. Ne? Die anderen haben alle ihren Job nicht gemacht und der Rainer hat darunter leiden müssen. Seine Mutter hat ihren Job nicht gemacht. Ne?
Und die Pinea macht ihren Job nicht und die Gemeinde macht ihren Job nicht und die Regierung macht ihren Job nicht und alle machen ihren Job nicht. Nur der Rainer, der macht immer seinen Job und muss trotzdem leiden unter der Inkompetenz aller anderen Leute. Niemals unter seiner eigenen. Gehabt so, aber ich habe damals, das ist auch geil, ich habe damals meine Lebensversicherung gekillt, damit ich mir ein neues Auto leisten konnte für 6.000 Euro. Okay. Rainer, du hast 25.000 Euro von deinem Vater geerbt gekriegt. Da hättest du 6.000 Euro abzwacken können und dir diesen scheiß Ford Mondeo kaufen. Auch geil gewesen, ja. Was hast du dir für ein Auto geholt? Das war mein Mondeo damals tatsächlich. Okay, cool. Und den hättest du auch noch ein paar Jahre fahren können. Aber den hast du, weil du mal wieder gefahren bist wie eine gesenkte Sau, hast du den zerschossen. Weil du irgendjemandem hinten am Stauende reingerauscht bist mit 100 Sachen 80, jetzt nicht ganz mit 100 Sachen, aber ihr versteht Stilmittel und so. Hyperbel. Nee, und weil du irgendjemandem hinten reingerauscht bist, dass du wieder nicht aufpasst hast. Also wirst du wieder das Handy in der Hand gehabt haben oder gefilmt oder sonst irgendwas. Und da gibt es dieses wunderbare Bild, weil so Gottes wollte, ist das passiert direkt vorm Haus von jemandem, der ihn offensichtlich kannte. Und der hat den Schepperer gehört und ist rausgegangen und hat vom Balkon oder aus dem Fenster runtergeschaut, was ist da eigentlich passiert? Und dann hat er nicht schlecht gestaunt, als er den guten Rainer verzweifelt neben seinem zerschossenen Ford Mondeo hat stehen sehen, wo deutlich erkennbar war, dass der irgendeinem hinten reingerumpelt ist. Und das hat er dann auch wieder geleugnet. Da ist dann im Stream wieder, was? Ja, weil die Leute gefragt haben, Rainer, wie geht's dir wegen deinem Autounfall? Was für Autounfall? Ich habe gar keinen Autounfall nicht gehabt, bla bla bla. Und dass man es ihm dann bewiesen hat, dass er doch einen Autounfall hatte. Also ich habe nie behauptet, dass ich keinen Autounfall gehabt habe. Das ist halt, ja, wieder Lügenlord. Den habe ich auch recht lange gefahren. Den habe ich, glaube ich, was habe ich denn gefahren? 7 Jahre? 8 Oh, ich weiß nicht, nee, komm, geh mal weiter mit den Jahresangaben, wie lange du die Autos gefahren hast. Ne? Das letzte Mal, wo du erzählt hast, wie lange du welches Auto gefahren hast, sind wir darauf gekommen, dass du den Führerschein mit 12 oder 14 Jahren hättest machen müssen, damit das ansatzweise hinkommt. Ne? Da hat er erst einen Fiesta gehabt, den hat er irgendwie 8 Jahre gefahren und den Mondeo hat er 7 Jahre gefahren und dieses hat er so und so lange gefahren und dann hast du zurückgerechnet und hast festgestellt, ja, Digga, dann hast du einen Führerschein mit 14 gemacht. Und muss dazu auch mal, da waren zwischendurch immer ein paar Jahre mal dabei, wo er kein Auto hatte. Ne? Also zwischen dem Mondeo und dem Rudi A4, da war ja auch eine gewisse Zeit dazwischen noch. Jahre. Den habe ich lange gefahren auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Mhm. Ich habe noch gar kein eigenes Auto, obwohl ich einen Führerschein habe. Habe ich vor ungefähr 3 Jahren oder so mal gemacht, aber ich fahre nicht so gern Auto, ehrlich gesagt. Ja, ganz ehrlich, der Führerschein ist, glaube ich, inzwischen auch teurer als so ein Fahranfängerauto. Das ist wilde Nummer. Als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, ich glaube 1.200 Euro oder 1.500 Euro oder sowas war Maximum. Was ich für meinen Führerschein zahlt habe. Gut, ich bin nie durch irgendeine Prüfung gerasselt und ich habe es geschaut, in so wenig Stunden wie möglich zu machen. Aber in dem Bereich haben wir uns da bewegt, heutzutage vollkommen utopisch. Ja. Unter 2.000 Euro geht da gar nichts mehr. Boah, ich fahre total gerne Auto, aber ich darf halt nicht mehr. Und das wäre. Ja, du konntest auch nie, Rainer. Und das ist sehr viel. Es ist ganz ehrlich, die Straßen da draußen sind deutlich sicherer, seitdem du keinen Lappen mehr hast. Ne, weil du nämlich gefahren bist wie ein vollkommen Wahnsinniger. Ah ja, im Übrigen, der Rainer hat ja, das ist ja der nächste Punkt, er hat ja nicht mit 14 seinen Lappen gemacht, sondern ich glaube, gekriegt hat er dann irgendwann mit 19 oder 20, weil er ja nochmal komplett von vorne anfangen musste. Ja, weil er so oft durch die praktische Prüfung gerasselt ist, bis dann irgendwann, ich weiß nicht, entweder hat der Rudi das irgendwie für ihn geregelt oder der Fahrprüfer hat einfach keine Lust mehr gehabt, sein dummes Gesicht zu sehen und hat ihn halt dann einfach durchkommen lassen, einfach nur damit er los wird. Rainer ist mit 18 noch nicht Auto gefahren, also erst frühestens, glaube ich, mit 19 hat er gehabt. Ich glaube, ein ganzes Jahr hat er braucht und dann hat er nochmal von vorne machen müssen. Auch cool, ne? Wenn ich wieder ein Auto hätte oder so,
Ich würde auch gerne mal 2, 3 Jahre einfach so auf der Straße leben, einfach im Auto. So war es eigentlich geplant nach dem. Ja, Rainer, das hast du versucht. Erinner dich doch mal wieder zurück, was da Phase war. Was war denn das? War das schön? Wir sind durchgegangen, die letzten Videos. Ne? Immer wieder zurück nach Schauerberg. Nie irgendwo länger wie einen halben Tag geblieben. Immer Angst gehabt, wenn man 20 Kilometer von daheim weg war. Das war doch nicht schön, Rainer. Rainer, du hättest dein Maul halten und die scheiß Schanze behalten sollen. Das wär's gewesen, Rainer. Ein kleiner Raum für einen kleinen Geist. Hättest du halt auch irgendwo in einem Kühne oder irgendwo, ne, halt irgendeine dumme Sumpfkuh angelacht, die blöd gewesen wäre, sich mit dir einzulassen, ein paar behinderte Kinder in die Welt gesetzt und die in der Schanze großgezogen. Maul halten, Internet raus. Fertig. Da geht ja darum, ja, irgendwie wollte der Travel-Blogger werden. Ja, auch Travel-Blogging ist Arbeit, Rainer. Und dann muss man weltoffen sein und du bist alles, aber nicht weltoffen, Rainer. Ich mein Haus verkauft habe, deswegen habe ich mir damals ein gutes Auto gekauft. Okay. Achso, du hast das verkauft, Rainer. Ich hätte gedacht, du hast es verloren. Du sagst ja immer, du hast verloren. Die Leute haben dich herausgeekelt aus dem Dorf. Die haben ja mehr oder weniger gezwungen, das Haus zu verkaufen. Alter Maul, du hast das Haus verkauft, weil die Barne gewittert hast und dir gedacht hast, dann kann ich mir den scheiß Ford Ranger kaufen. Musste ich ja meinen Führerschein abgeben, aus Gründen, die auch irgendwie nur die Führerscheinstelle versteht. Okay. Nee, Rainer, die versteht jeder. Jeder von uns versteht die. Der Einzige, der die nicht versteht, bist du. Da sind wir bei diesem, wenn alle verrückt sind, bla bla. Das in seinem Krankenkopf sind alle anderen die Verrückten, die Bekloppten. Aber jeder von uns versteht, warum er dir diesen Lappen zwickt hat. Weil du ihn hättest gar nicht bekommen dürfen. Von Anfang an. Hättest du ihn nicht bekommen dürfen. Und ich bin auch der Meinung, sagen wir mal, da kann man auch eine relativ hohe Zahl ansetzen, aber ich bin auch der Meinung, dass Führerschein wie in der Uni sein sollte. Aber nicht mit 2-mal durchfallen, sagen wir mal mit 5-mal, aber wenn du 5-mal durch die praktische Prüfung rasselst, dann kriegst du halt einfach keinen. Fertig. Oder dann darfst du es in 5 Jahren nochmal probieren. Ja, weil du offensichtlich nicht in der Lage bist, sicher ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu bewegen. Und dementsprechend der Gefahr für die Allgemeinheit. Das immer und immer und immer und immer und immer wieder zu probieren, bis man vielleicht dabei Glück hat und dann mit 180 durch die Walachei zu ballern. Die Überholmanöver, die er damals während der Ranger-Staffel auf der Autobahn stellenweise gemacht hat. Die ganze versucht, die Hater zu überfahren, wo er sich auf dieser Wiese festgefahren hat. Die ganze Scheiße, Alter, das wäre alles erspart geblieben. Rainer, den Fehler, dir einen Führerschein zu geben, den haben sie danach korrigiert. Ja? Weil du eben dazu geneigt hast, gefährliche Körperverletzung zu begehen. Und gefährliche Körperverletzung wird definiert durch Körperverletzung mit einem Gegenstand, der als Waffe geeignet ist. Und ein Auto ist genau ein solcher Gegenstand, der als Waffe geeignet ist. Und dementsprechend haben die gesagt, machen Sie eine MPU, um festzustellen, ob Sie eine Gefahr für die Allgemeinheit sind, wenn wir Sie ans Steuer eines Autos lassen. Und du hast die MPU nicht gemacht, aber das hätte am Endergebnis nichts geändert, weil keiner, wirklich keiner, der da zuständig gewesen wäre, mit dir diese MPU durchzuführen, hätte dir jemals wieder einen Führerschein in die Hand gegeben. Die hätten sich alle höchstens gefragt, wie ist der überhaupt an diesen Führerschein gekommen? Wir wissen alle, warum du keinen Lappen mehr hast und du bist auch wirklich selber dran schuld. So wie an allem anderen auch. Ja. Naja, jedenfalls, lange Rede gar keinen Sinn. Es ist am Ende alles ziemlich beschissen gelaufen. So. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte mir das auch nicht viel verkackt. Aber es war ja schon immer schon so, dass irgendwas nicht in meinem Leben nicht ganz hinhaut. Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Wäsche, vielleicht anstatt dich daran zu gewöhnen, dass immer alles scheiße läuft in deinem Leben, hättest du vielleicht einmal überlegen können, ob du das Problem bist und dann vielleicht was dran ändern. Nee. Lieber das komplette Leben den Gully runterschicken, als einmal Selbstreflexion.
Oh, es ist halt so, die Welt ist ungerecht, kann man nichts machen. Aber gerade aus dem Grund will ich halt in meinem nächsten Leben eben einfach mein Leben so gestalten, wie ich das möchte und nicht irgendwie wieder nach irgendwelchen anderen Regeln leben. Ja, dann hoffen wir mal, dass das so wird, aber klar, man muss halt dran glauben, ne? Wolltest du mich noch an was erinnern? Ja, aber ich dachte, wir warten, bis Wolbani da ist. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade ein Problem mit meinem Keyboard. Ah, jetzt geht's wieder. Heute ist Problemetag. Ich glaube, einer von meinen USB-Ports da hinten macht Probleme. Das ist nicht gut. Aber das geht jetzt schon soweit. Weil ich dachte, sie wollte das auch Achso, wissen. das weiß ich nicht. Ich glaube, die hat das gar nicht mitbekommen. Jedenfalls dachte ich das wegen ihrer Nachricht vorhin. Meinst du? Na gut, dann Warte. warten wir. Ja, warte, ich gucke nochmal in den Chat, was sie geschrieben hatte. Sie hat geschrieben, ob sie was verpasst hat. Ja, ich glaube, sie hat gar nicht richtig gecheckt, um was es überhaupt ging. Macht ja nichts. Ich weiß eh nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Sonst erzähl's halt einfach. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, aber mir fällt es auch nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall irgendein Sextraum halt. Ja. Aber okay. genau das habe ich einfach nicht mehr im Kopf. Irgendwas mit einem Pool und einem Urlaub und irgendwie unterwegs, keine Ahnung. Ja, cool. Da hätte ich dich wohl doch eher fragen müssen. Da hättest du es vielleicht noch gewusst. Vielleicht, ja. Aber wäre das so spannend für dich gewesen? Nein. Ach, ich finde Träume generell ganz spannend. Aber ja, klar. Du musst mich doch eigentlich für voll den Perversling halten, oder nicht? Nein, Rainer. Einer von uns hält dich. Warum? Ja, weil ich schon sehr viele Aussagen und sexuelle Anspielungen und so mache. Und ja, keine Ahnung. Weil Leute halt auch immer behaupten, dass ich voll der Sexist bin und keine Ahnung. Nein, Rainer, du bist einfach gestört. Du hast ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Das ist der Punkt. Du bist ja sexistisch auch. Aber das schieben wir vielleicht einmal auf dieses Dorfdulli-Upbringing, was du da genossen hast. Aber nee, du hast einfach ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Kommt halt drauf an, ob man sowas schlimm findet oder nicht und ob man sowas. Ich weiß nicht, es kommt auch drauf an, wie man erzogen wurde, wie man aufgewachsen ist, ob das total das Tabuthema ist oder nicht. Und weißt du? Das ist sowieso. Und da nimmt das jeder so ein bisschen anders wahr. Bist du denn so oft mal erzogen worden? Ja, keine Ahnung. Also ich kann es jetzt nicht vergleichen zu anderen Leuten, aber mir macht das jetzt nichts aus. Okay. Ja, ich meine, so locker wie ein Kumpel von mir wurde, glaube ich, keiner erzogen. Oh, jetzt kommt wieder die Story. Jetzt kommt wieder da überall umeinander gebimst. Jetzt ein Gumbel. War das derselbe Gumbel, wo sie Löwen hatten? Im Garten? Sind es die Löwenhalter? Dieselbe Familie? Die den so locker erzogen haben? Ich befürchte fürchterliches. Wieso, was war da los? Der Typ aus der Familie war total irre. Aber cool, also auf eine gute Art und Weise irre. Denn seine Eltern waren so ein bisschen hippie-mäßig unterwegs. Sie kamen ursprünglich aus dem Osten. Okay. Will ich vielleicht jetzt nicht so begeisternd, also nicht so krass oder so, aber für den Westen damals halt vor allem auch schon ein bisschen merkwürdig so. Ja. Und ursprünglich kamen die halt aus dem Osten. Das heißt, die standen halt total auf FKK und so. Mhm. Und bei denen war es halt so, wenn du bei denen zu Hause warst, wo fange ich da an? Also, das erste. Ja, wir fangen am besten gar nicht an, Rainer. Gar nicht anfangen, klemmst du einfach. Niemand glaubt es dir und niemand will es hören, weil es höchstwahrscheinlich massiv unangenehm wird. Mal, wo ich zu meinem Kumpel mit nach Hause gegangen bin. Das war nach der Schule. Sind wir zu ihm nach Hause gegangen und Rainer, du bist nach der Schule niemals zu anderen Leuten nach Hause gegangen, es sei denn, die haben irgendwie ein Nintendo oder sonst was da gehabt. Du musst immer Pokémon schauen, ne? Noch dazu haben die in der Schule auch schon immer alle Leute gehasst. Keiner hätte dich da freiwillig mit nach Hause genommen. kannte denn seine Eltern nur vom Sehen aus der Schule, wenn die halt mal Elternabend oder sowas hatten, ne? Und hab den seinen Vater nur einmal gesehen. Seine Mutter war echt eine schöne Frau. Kannte sie aber auch nur von 2, 3 Elternabende, wo meine Eltern halt dabei waren, also meine Mutter dabei war. Mein Vater ist sowas nicht gegangen. Ja, Rainer, woher willst denn du die Leute von den Elternabenden kennen? Rainer, weißt du, warum er Elternabend heißt? Weil da nur die Eltern hingehen. Tada! Oder haben deine Eltern dann die Eltern von dem Gumbel von dir noch mit nach Hause genommen?
Und wenn du zu dem Kumpel dauernd nach Hause gegangen bist, warum kanntest du dann die Mur dann nur vom Elternabend? Das macht doch jetzt schon wieder gar keinen Sinn, Rainer. Du hast noch keine 3 Sätze gesagt. Halt dein Maul einfach. Hör auf, dir diese permanenten Lügengeschichten auszudenken. Jetzt war diese Nummer mit dem Traum und dann warst du dann immer ganz sicher, oh, den Traum habe ich vergessen und dann hast du dich entschlossen, weil ich könnte jetzt eigentlich doch noch irgend so eine hanebüchene Bumsgeschichte ans Knie schrauben und da rendere ich mir jetzt nochmal ganz schnell eine zusammen in meinem Ogerstübchen. Und raus damit. Boah, die waren voll crazy. Das waren diese DDR-Hippies, von denen man immer so viel gehört hat. Fresse, Rainer. Das ist ein Ausnahmefilm. Und hab mich dann bin dann halt mit zu ihm gefahren. So, wir sind mit dem Schulbus dann zu ihm gefahren, laufen dann halt so, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten sind wir dann zu ihm gelaufen. Das erste, was er macht, Tür auf, rein ins Haus, die Mutter war daheim, und der hatte 2 Geschwister, einen großen Bruder und eine große Schwester und dann noch Mutter und Vater. So, der Vater war auf Arbeit. Vater, Alter. Oh ja, Keks. Der Vater war auf Arbeit, ne? Mutter war in der Küche gestanden, hat das Essen für uns gekocht, die wusste auch, dass ich mitkomme. So, das erste, was mein Kumpel macht, er zieht die Schuhe aus. Dachte ich mir so, ja cool, ne, mache ich auch. Normal, so, also, Schuhe aus. Ja. Dann denke ich mir so, was macht er denn jetzt? Zieht er die Socken aus? Ich habe meine Socken angelassen, dachte mir so, soll ich mir jetzt auch die Socken ausziehen? Er war aber erstmal so, weil mir geht er her, macht seinen Gürtel auf und zieht die Hose runter. Ja, freilich, Rainer. Freilich, weil der nicht gewusst hat, dass das nicht normal ist, dass die Leute, ne, überall nackt rumlaufen. Bei denen ist immer aller nackt rumgelaufen und der hat dich da einfach ins offene Messer laufen lassen. Rainer, sogar wenn es da so eine Familie gegeben hätte, was ich stark bezweifle, wüssten die, dass das eben nicht normal ist und vor allem bei kleinen Kindern, die Buben oder die Kinder vielleicht Freunde von den eigenen Kindern, die sie von der Schule mit heimbringen könnten, vor allem wenn du gerade gesagt hast, die Mutter gewusst, dass du kommst, würden die entweder das vorher kommunizieren, wenn es die denn tatsächlich so gegeben hätte, ne, oder sie würden sagen, okay, nee, wenn wir jetzt Besuch kriegen, dann ziehen wir uns was an. Niemand würde da einfach mit dir dann da hingehen und wortlos, ohne irgendeine Erklärung, blank ziehen im Hausflur, als wäre das Normalste der Welt, Rainer. Niemand. Ich so, was treibst du da? Und er so, ach so, ja, ich ziehe mich zu Hause immer gleich aus. Und ich so, okay. Dachte ich mir immer noch nichts dabei, dachte mir so halt, ja, das ist halt die Schulhose, ne? Ja, nur dass er dann auch seine Boxershorts runtergezogen hat, dann zieht er das T-Shirt aus, den Pulli, das T-Shirt, war ein bisschen kälter, Pulli, T-Shirt, denke mir so, was, vor allem steht er nackt neben mir und ich so, okay. Du erwartest jetzt aber nicht, dass ich das auch tue, oder? Und er so, was? Ach so, nee, das muss... Was? Wie wenn er gar nicht merken würde, dass da Rainer dabei ist, ne? Vielleicht ist ihm Rainer auch einfach nachgelaufen. Was machst denn du hier? Okay. Was? Wer bist du denn? Also pass auf. Vater. Kommt durch die Tür aus dem Wohnzimmer, steht Splitterfaser nackt vor mir. Oh Gott. So. Und ich war damals 12, 13 und okay. ich war sehr frühreif. Also, scheiße, ich habe jetzt eine Mitteilung. Ich war sehr frühreif. Ich hatte meinen ersten Zahnneiglos mit 7 oder 8 oder so. Also ich wusste schon so halbwegs, um was es da geht. Und jetzt Splitterfaser nackt vor mir. Und das war auch so eine Person, die ist auf Tuchfühlung gegangen. Also die kam auch her, die hatte ich in den Arm genommen. Oh. Rainer, ich weiß nicht, ob das schon strafrechtlich relevant ist. Wenn eine wildfremde Frau sich einfach nackert auszieht und ein Kind, das nicht ihr eigenes ist, auch beim eigenen ist es weird, einfach dann so angrabbelt. Das ist weird. Rainer, vielleicht sollst du mal sagen, welche Familie das war, damit man da rechtliche Schritte einleiten kann. Okay. Die hat mit uns Kindern nichts gemacht. Also Fummeln oder so ging nicht.
Aber das ist halt so eine Person, die kommt halt, wenn du die triffst und so, ne, die geht halt auf Tuchfühlung, die umarmt dich zur Begrüßung, macht so links, rechts Küsschen und so. Okay. Und ich so, erst mal gedacht, um Gottes Willen bin ich hier hingekommen. So, dann sagt er so, ja, wir gehen mal kurz hoch, bringen die Schultaschen hoch und so und dann werden wir runterkommen zum Essen. Ja, und man bringt dann die Schultaschen hoch und die Klamotten hat er im Flur liegen lassen, oder? Hätte das nicht mehr Sinn gemacht in der Story, wenn er sich dann erst in seinem Zimmer ausgezogen hat, also wo so praktisch sein Schrank ist, wo er seine Klamotten dann da auch wieder hintun kann? Ich stelle nur Fragen, Rainer, ich stelle nur Fragen. So, okay, ja. Dann sind wir halt hoch und mein Kumpel, der Arsch, lacht sich halt erstmal voll den Arsch ab, als wir dann hoch sind. Ich so, Alter, was ist denn bei dir? Was geht denn bei dir, Ja. Alter? Und der ist so, ja, es ist bei uns normal, also denkt ja nichts dabei. Du musst aber auch nicht mitmachen, musst dich nicht ausziehen und gar nichts. Und ich dachte, okay. Ja, am Küchentisch gesessen war sein Bruder nackig, seine Mutter nackig und er nackig und ich sitze da halt in T-Shirt und in Hose. Rainer, du hast die Schwester vergessen. Und halt mit meinen Socken. Okay. So, Alter, was geht hier ab, ey? Dann kam seine Schwester, die war ein bisschen älter, also sein Bruder war der Älteste, dann kam seine Schwester und dann kam er, war es übrigens so Nachzügler. Okay. Dann kam seine Schwester, ja, auch nackig. Ah, okay, ja, da ist sie ja. Da ist sie ja, Gott sei Dank. Ansonsten hätte die Geschichte fast ein paar Plotholes gehabt. Ja. Also, ansonsten wäre die fast unglaubwürdig geworden, wenn er jetzt die Schwester vergessen hätte. Wilde Nummer. So, Alter, ne? Hat sich dann halt auch schon was geregt zu dem Zeitpunkt. So, und denke so, Alter, was geht denn jetzt ab? Und seine Schwester war auch echt eine hübsche und halt auch noch jünger, ne? Das die Mutter natürlich war halt schon eine heftige Nummer. Nee, ich hätte gedacht, die war älter als er. Also und dann, ja, zu dem bin ich dann halt öfter mal hingegangen. Und irgendwann habe ich dann halt auch mal bei dem übernachtet. Und dann am Abend, ich habe halt damals immer nackig geschlafen. Bei ihm habe ich mir dann aber die Boxershorts halt angelassen und dachte ich mir so, ne, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Hat aber dann auch im Laufe des Tages, im Laufe des Abends dann auch keinen gestört, wenn ich bin halt mal aus seinem Zimmer im Boxershorts und bin halt mal quer über den Gang gelatscht zum Klo und so. Da habe ich Der Mann hat so kranke... Einer sucht dir Hilfe, seriously. Such dir einfach Hilfe. Sich solche Geschichten auszudenken, ist nicht normal, Rainer. Das ist nicht normal. Das ist besorgniserregend. 12 Jahre alt war er da. Laut eigener Aussage. Ey, und wie es halt immer... Kannst du dir nicht dann wenigstens Geschichten ausdenken, wo alle Beteiligten volljährig sind? Wäre das nicht eine Idee? mich jetzt halt auch nicht so unruhig gefühlt, weil ich dachte, ja, ist mir schon bei der nicht anderes. Ja, aber das ging halt noch heftiger. Seine Eltern waren ein bisschen hippie-mäßig angehaucht und die hielten halt nichts von einer Tür. Was? Ach ja, ich brech die Scheiße gleich. Freilich. Die haben während die Freunde ihrer Kinder bei ihnen zu Hause waren, bei offener Tür gepimpert. Das ist wieder diese Nummer von wegen Sex im Mittelalter, was er geschrieben hat, wo er auch schon Fantasien formuliert hat, in denen Kinder irgendwelchen Eltern beim Snoosen zuschauen. Und das ist auch hier seine Kommunennummer. Und es geht komischerweise es sind immer Kinder involviert bei ihm. Immer Minderjährige, die das dann sehen. Was ganz normal ist. Rainer, such dir einfach Hilfe. Das ist nicht normal, dass man sich so eine Scheiße ausdenkt. Hielten nichts von einer Tür. Wild. Vor deren Schlafzimmer war ein Vorhang. Und das Witzige war direkt neben der Tür. Also wenn du da reingeschaut hast, war rechts die Wand und rechts da vor der Wand stand ein Schrank. Und links war das Zimmer. Okay. Ja, und der Vorhang war halt eigentlich praktisch nie unten. Der war immer über diese Ecke vom Schrank gehangen. Okay. Das heißt, du bist da nicht zum Schlafzimmer vorbeigekommen, wenn die da so gelegen haben und geschlafen haben oder gesessen haben oder geredet haben. Oder halt auch Ah ja. Mhm. Vögel haben. Und ich habe mir da beim ersten Mal nichts gedacht. Nein, da denkt man sich überhaupt nichts dabei. Aber gar nichts denkt man sich da dabei.
Das ist anstrengend, Leute. Dann vorbeigelaufen, so in Boxershorts, war auf dem Klo vorne, weil ich musste dann in dem Zimmer vorbei. Ja. War auf dem Klo, kam dann vom Klo zurück, so schön Hände gewaschen alles. Und in dem Moment, wo ich halt dann auf das Zimmer zugehe, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich habe gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe sogar einen Gameboy dabei gehabt, habe irgendwie so auf den Gameboy geschaut. Auf einmal höre ich irgendwas und denke mir so, was geht denn jetzt? Ne? Mach nach oben und schau halt voll in das Zimmer rein, wo die gerade voll loslegen und ich so. Oh Gott. Bin dann erstmal weitergelaufen, schaue so meinen Kumpel an und sag so, Alter, ne, deine Eltern vögeln gerade. Und der ist so, ach ja, das kommt schon mal vor. Das war für die vollkommen normal. Du musst bedenken, wenn du das immer so hast, dann juckt das ja keine Sau. Weißt du? Doch, Rainer, doch, dann juckt das schon jemanden. Es gibt einen Grund, warum man das nicht immer so hat. Weil das... Nee, ist ganz normal. Ey, ich bin so froh, dass du keine Kinder und keine Familie hast. Wirklich so froh. Weil für die Therapie, ne? Das ist für die ja vollkommen normal. Für ihn und für seine Geschwister war das ja nichts Ungewöhnliches. Ja, schon, aber er muss ja wissen, dass das so generell vielleicht nicht unbedingt normal ist und zum Beispiel Weiß so. er auch. Weiß Ja, er gut. auch. Aber das hat Ja, aber dann, wenn er das weiß, dann hätte er das vielleicht vorher kommuniziert. Ach ja, übrigens, Rainer, bei uns zu Hause laufen alle nackt rum und meine Eltern bimsen bei offener Tür. Kurze Vorwarnung. Denkt da nichts, ist ganz normal. Halt dein Maul. hat ihn interessiert, weil Okay. uns hat nicht gestört. Er wurde ja so aufgezogen, dass es nichts Schlimmes ist. Ist es ja letzten Endes auch nicht. Ja, klar. Doch, Rainer. Doch. Doch. Es ist etwas... Erwachsene Menschen, die bimsen in Anwesenheit von Minderjährigen, das ist etwas Schlimmes. Das ist etwas Schlimmes. Ich weiß, dass du nicht dieser Meinung bist. Deswegen gehörst du weggesperrt, Rainer. Das ist etwas Schlimmes. Und er sitzt da und sagt, ja, nee, das passt schon. Ha? Das passt schon. Die anderen Leute, die sind alle nur verklemmt. Das sind wieder, wenn alle anderen verrückt sind. Die anderen sind ja verrückt, weil die bimsen ja nicht vor ihren Kindern. Ey, Rainer, wirklich, ist langsam hakt's aus. Aber ey, das kleine Kind von der Nachbarin, das hat sich das alles nur eingebildet, was da erzählt hat, ha? Für ihn war halt nichts Schlimmes, nichts Unangenehmes. Ja, der Witz ist, als ich dann älter wurde, ich habe dir doch erzählt, dass ich bi bin. Wow, das liegt an dem. Also, ich hatte meine ersten Erfahrungen mit ihm. Oh, Oh, ja, wild. Leute, ich halte das gerade nicht mehr aus. Wir sind hier am Ende von bekannte Geschichten aus dem Leben, ne, aus dem Paulanergarten hätte ich eher gesagt, wir sind heute nicht weit gekommen, aber ich kann mir die Scheiße gerade nicht mehr geben. Es tut mir leid, es war heute Montag, Digga. Ich hab gerade ein bisschen Krawatte, aber wir machen jetzt hier eine Pause. Vielen Dank fürs Zuhören und Metal off, Leute.